Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Mit dem zweiten Vers in der Bibel begrüße ich euch heute zu dem Gottesdienst und in eine neue Predigtserie «Unterwegs sein mit dem Heiligen Geist». Wir werden uns in den nächsten Sonntagen so rund um Kids Days und dann aber auch über Pfingsten hinweg mit dem Thema beschäftigen. Es ist eine Serie über Gott und im Speziellen eine Serie über eine Seite vom Wesen von Gott. Man sagt eine Wesenseinheit von Gott oder ein bisschen einfacher gesagt eine Person von Gott, nämlich dem Heiligen Geist. Und wie wir gehört haben, tritt der Heilige Geist sehr früh in den biblischen Überlieferungen auf. Ich bin nachzählen. Zum Glück macht der Computer das für einen. Also es ist im ersten von 1189 Kapitel von der Bibel und im zweiten Vers von total 31.175 Versen, die die Bibel hat, wo der Heilige Geist zuerst mal erwähnt wird in dieser Lesung, die wir vorher gehört haben. Das ist eine recht prominente Einführung. Und ich würde sagen, er verdient das auch vollkommen. Mit unserem Glauben ist es ja noch so eine Sache. Da gibt es so Aspekte, die uns, auch gerade in unserem westlichen Denken, schwerer fallen. Dann, wenn es darum geht, mit dem Ratio Sachen zu erfahren. Und ich habe ja im Moment das Privileg, kleine Kinder zu erziehen. Und so passiert es etwa dir, dass es so spontan am Abend noch rasch eine Theologiestunde gibt. Das sind dann so die Fragen, kurz vor ins Bett gehen, wie, ja Papi, hast denn du schon mal gesehen, einen Menschen in den Himmel schauen? Oder, wie sieht es denn aus im Himmel? Oder, hast du Gott schon mal gesehen? Weißt du, wie der aussieht? Und in diesem Moment bin ich ehrlich gesagt ganz ein bisschen überfordert. Weil, wie mir das genau erklärt, habe auch ich noch nie wirklich gelernt. Und es sind ja so kostbare Momente, so gute, wichtige Fragen. Und dann zu merken, hey, alles ist gar nicht so einfach in Worte zu fassen und zu erklären. Und ich habe das Gefühl, das ist auch das, was manchmal uns mit dem Heiligen Geist ein bisschen herausfordert. Dass er eine Seite von Gott zeigt, die nicht so einfach in ein Wort gefasst werden kann. Aber er ist Teil der Dreieinigkeit. Er ist gleichwertig dem Vater und dem Sohn. Und das zeigt schon, oder? Beim Sohn, Jesus Christus, da haben wir ein Bild. Der ist auf die Erde gekommen. Das ist ein Mensch, erfahrbar. Beim Gott Vater wird zumindest in vielen Beschreibungen gezeigt, dass er eine Vaterfigur ist. Aber beim Heiligen Geist ist es ein bisschen schwieriger. Da gibt es verschiedene Bilder. Da gibt es das Bild vom Atem, vom Hauch. Da gibt es das Bild vom Wasser, das für ihn verwendet wird. Oder auch das, was ich als Kind fast am präsentesten hatte, das von der Taube. Weil es an einem Ort beschrieben wird, wie eine Taube ist er auf Jesus herabgekommen. Vielleicht macht es das ein bisschen schwieriger. Was uns wichtig ist zu sagen ist, der Heilige Geist ist Teil der Gottheit. Er ist Gott. Er ist gleichwertig, dem Vater und dem Sohn. Er ist somit auch mit Gott bei der Schöpfung. Und das ist ja faszinierend, weil dort ist nur Gott schon und alles andere ist noch nicht in Existenz gewesen. Und Gott hat alles geschaffen. Und der Geist Gottes war auf dieser Seite gewesen. Gott, der schafft. Er ist eben dort geschwebt über dem Wasser. Das heisst auch, dass wir in einen Bezug zu ihm treten können. Er ist Teil von dem Gott, der mit uns eine persönliche Beziehung haben will. Er wird uns eben durch die Bibel ja immer wieder vorgestellt, Gott, als ein Gott, der möchte mit uns unterwegs sein. Und so glauben wir ganz fest, der Heilige Geist will das auch. Er ist persönlich erfahrbarer Gott. Wenn wir jetzt gemeinsam in das Thema steigen über die nächsten Wochen, dann möchte ich auch noch so einen pastoralen Gedanken mit uns als Gemeinschaft teilen, der uns auch wichtig ist. Jede und jeder von uns bringt eine persönliche Geschichte mit diesen Themen, die wir damit behandeln, so auch mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte so vielleicht 2, 3 Typen beschreiben, die das auch könnten sein heute, wenn es um den Heiligen Geist geht. Die ersten nennen wir mal jetzt einfach die Begeisterten. Das sind die jubilieren, wenn sie hören, endlich wieder eine Predigtserie über das Thema. Weil ihr habt gute und lebensverändernde Erfahrungen mit dem Thema gemacht. Für euch ist das ganz ein wichtiger Zugang zu Gott geworden. Vielleicht hast du zu einem gewissen Zeitpunkt den Heiligen Geist zum ersten Mal richtig entdeckt. Und das ist
ein alles entscheidender Moment in deinem Leben. Und das Leben ist nie mehr anders gewesen, oder ist total anders gewesen als zuvor. Es nicht können mehr anders sein als das. Für dich gibt es keine Berührungsängste mit dem Thema. Und es dürfte immer noch mehr sein. Und das ist mega schön. Deine Erfahrungen prägen dich und geben dir Glauben für noch mehr. Und das ist eine wichtige Stimme, ein wichtiger Aspekt. Wir schätzen das sehr. Dann gibt es andere Gruppen. Ich nenne die eher vielleicht so ein bisschen die kritischen. Sie haben möglicherweise in ihrer Vergangenheit auch schon zu tun mit dem Heiligen Geist. Und vielleicht nur schon dadurch, dass man ihnen im Aufwachsen ihrer Glaubenstradition gesagt hat, ja, der wirkt heute aber nicht mehr. Vielleicht aber auch anders. Vielleicht in dem, dass sie sich auch auf den Heiligen Geist, auf das Thema einlassen haben, aber es eher herausfordernd erlebt haben. Weil der Stil, wo das gemacht worden ist, nicht so gepasst hat, weil die Sprache oder die Form nicht passend war. Vielleicht aber auch, weil man Erlebnisse gemacht hat, die schräg oder extrem übergekommen sind. Und du hast dich dann vielleicht still dazu entschieden, auf Distanz zu bleiben mit dem Thema. Andere haben aber auch wirkliche negative Erfahrungen gemacht. Sie haben es übergriffig erlebt, wie Menschen im Namen vom Heiligen Geist mit ihnen umgegangen sind. Für sie gebetet haben, ihnen Sachen im Namen von Gott gesagt haben. Vielleicht auch Sachen nicht erlebt. Und es ist ihnen gesagt worden, wenn du nicht erlebst, dann glaubst du noch ein bisschen zu wenig oder bist vielleicht zu wenig beharrlich und musst einfach aushalten und noch mehr warten. Die Leute, die sitzen jetzt vielleicht eher ein bisschen angespannt heute drin. Und denken, wow, eigentlich habe ich jetzt nicht so Lust. Auch wenn Pfingsten halt alle Jahre wieder kommt. Und das ist irgendwie auch verständlich. Und dann gibt es wahrscheinlich auch noch so eine dritte Gruppe. Und natürlich, die sind ja auch fließend, die Übergänge. Denen sage ich die Neutralen. Ein paar von ihnen haben den Heiligen Geist schon erlebt oder erleben ihn regelmäßig. Haben vielleicht das aber eher auf eine unspektakuläre Art und Weise immer wieder erlebt. Und der Heilige Geist ist ihnen wertvoll und wichtig. Andere haben vielleicht aber sich noch gar nicht so viel Gedanken über den Heiligen Geist gemacht. Sind vielleicht neuer in dieser Nachfolge von Christus unterwegs und entdecken Gott in seiner Ganzheit erst. Und sind ganz offen und interessiert, um auch Neues zu lernen. Unser Wunsch wäre, dass wir vielleicht überlegen, wer sind wir, wo sind wir und dass wir achtsam sind und uns bewusst sind, da rein sitzt vielleicht neben mir jemand, der total eine andere Geschichte mitbringt. Weil jede Geschichte hat Schlagseiten. Eine Schlagseite kann sein, dass es der eine da ihnen vielleicht schwerer fällt zu verstehen, dass der andere negative Erfahrungen gehabt hat. Vielleicht überfordert man dann seine Geschwister eher mit der Euphorie, die man mitbringt, die man selber empfindet. Die andere Schlagseite kann sein, dass man vor lauter Angst und Respekt und vielleicht auch vor kritischer Haltung ganz eine wichtige Seite von Gott einfach von sich weglässt. Und er einem ganz persönlich begegnen und auch näher kommen und somit auch vieles verhindert wird. Uns ist wichtig zu sagen, dass jede Geschichte zählt. Und das meinen wir ernst. Jede Geschichte zählt. Und als Gemeinschaft haben wir eine Verantwortung füreinander. Das heisst, wir respektieren auch unser unterschiedliches Erleben. Und wir sehen uns als gemeinsam unterwegs Seiende, Suchende, Entdeckende, auch in diesem Thema. Wir sind uns bewusst, dass unser persönlicher Umgang mit dem vielleicht zu viel sein für den anderen oder vielleicht auch zu wenig. Und ich denke, gerade auch für Groups, die wir heute schon davon gehört haben, ist das ganz ein wichtiger Aspekt. Unser Wunsch ist, dass du und jede Person, die auch online dabei ist, in dieser Serie die Möglichkeit hat, mehr über den Heiligen Geist zu erfahren und auch zu erleben, Neues und Weiteres zu entdecken. Weil er ist unglaublich vielseitig und vielfältig. Und wir versuchen das auch zu zeigen in dieser Serie. Ganz nach unserem Jahresthema «Unterwegs sein» finden wir auch beim Heiligen Geist die Aspekte. Und wir werden die Serie auch ein bisschen so strukturieren, dass pro Sonntag so eines von diesen Wörtern als Schlagwort steht. Einmal sein, einmal unterwegs. Weil der Heilige Geist begleitet uns in beidem und ist entscheidend wichtig. Es heisst, dass wir auch davon ausgehen, dass jede Nachfolgerin und jeder Nachfolger, jeder, der sich entschieden hat, mit Jesus unterwegs zu sein, den Heiligen Geist persönlich empfangen hat. Und zu denen gehört, wo Jesus gesagt hat, ich hauche euch an, empfangt den Geist von Gott. Wir denken nicht in Expertenlevels. Wir alle haben diesen Zugang. Und es heisst auch, dass wir bestrebt sein werden, dass in diesem Rahmen da sich die Leute wohlfühlen. Egal von woher dass sie kommen, an das Thema.
Das wird die Art und Weise prägen, wie wir auch über das reden und wie wir miteinander das auch anwenden werden. Unsere Gottesdienste sollen ein guter Ort sein, um sich nach Gott ausstrecken kann. Und wir freuen uns mega auf die gemeinsame Reise. Und ich will vorschlagen, ich möchte gerne für das beten jetzt auch. In die nächsten Wochen, wo wir uns mit dem Thema bewegen. Vater im Himmel, ich danke dir vielmals, dass du dich uns offenbart hast als der grosse, gewaltige Gott. Dass du dich uns gezeigt hast in der Form von Jesus Christus. Und danke vielmals, dass du den Heiligen Geist geschickt hast, der uns begleitet. Und Heiliger Geist, wir möchten uns aufmachen für dich und wir möchten dir Danke sagen, dass du auch genau so zu uns redest, wie wir es brauchen, weil du uns kennst. Dass du uns begegnest, wie wir es nötig haben. Und ich möchte dich auch bitten, dass du uns führst und leitest, gerade auch im Umgang in diesem Thema, im Miteinander. Dass wir da spüren können, was auch für unsere Nächsten dran ist. Und wie wir das gut und achtsam machen, auf dich ausgerichtet. Danke vielmals. Amen. Ja, der Heilige Geist, ja, wer ist denn das überhaupt? Wir werden am heutigen Sonntag eintauchen in eine längere Passage, wo wir so punktuell werden Texte daraus herausnehmen, wo Jesus seinen Jüngern den Heiligen Geist vorgestellt hat. Und er macht das auf eine ganz besondere Art und Weise in diesen sogenannten Abschiedsreden. Das ist eine längere Passage im Johannesevangelium, so eine letzte Rede, wo der Johannes darüber berichtet, wo Jesus seinen Jüngern nochmal Wichtiges mitteilt, sein Herz auch nochmal teilt. Und er redet drin sehr ehrlich darüber, dass er wird gehen. Dass aber die Verbindung mit Gott entscheidend wichtig ist und soll Bestand haben und bleiben und dass der Heilige Geist dort drin eine ganz wichtige und grosse Rolle spielt. Und ich möchte euch gerade mitnehmen in so eine erste Passage, Johannes 14, Vers 16. Da sagt Jesus dann seinen Jüngern, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Der Heilige Geist ist Gott mit uns. #sein. Der Heilige Geist ist Gottes Wesen, wo Jesus seine Jünger nach dem Weggang, wo die Jünger nach dem Weggang von Jesus begleitet. Und das ist er im Fall auch für dich und für mich. Egal wo wir sind. Wenn wir in unserem Leben in die Nachfolge von Jesus einschlagen, dann ist er mit uns. Im griechischen Text steht dort ein Wort hinter dem Helfer, da heisst es Helfer. Das heisst Parakletos, egal, das müsst ihr nicht aussprechen. Die Übersetzungsart von dem Wort ist enorm vielfältig. Das ist noch oft so. Im Griechischen gibt es wie viel mehr Aspekte zu so Wörtern. Und so wird uns das Wort immer wieder auch anders übersetzt, eben als Helfer, als Zu- und Fürsprecher, als Begleiter, als Ermahner, als Unterstützer, als Tröster. Also eine ganze Palette, eine riesige Breite von Bedeutungen und Nuancierungen, die das Wort beinhaltet. Was es alles ausdrückt, ist, der Heilige Geist ist die gegenwärtige Begleitung Gottes mit uns. Jetzt ist auch da wieder eine grosse Frage, in welcher Glaubenstradition wir aufgewachsen sind. Und je nachdem, wie wir das auch erlebt haben und uns das erklärt worden ist, haben wir vielleicht einen anderen Zugang gehabt oder andere Wörter für das Gott mit dir. Ich denke, in der Sonntagsschule reden wir ja auch oft darüber, oder? Jesus ist dein Freund, der ist immer bei dir. Jetzt würden wir alle unterschreiben, sagen, absolut richtige Antwort, weil in der Sonntagsschule ist Jesus sowieso immer die richtige Antwort. Und ich will auch gar nicht gegen das sagen, das ist ja so ein schönes Bild. Und gleichzeitig, wenn man die biblischen Texte betrachtet, ist eigentlich das Gott mit dir, der immer bei dir ist, nicht Jesus, sondern der Heilige Geist. Und wenn man dem einfach nie so sagt, ist es manchmal auch noch schwierig, eine Beziehung dazu zu bekommen. Wenn man immer sagt, Jesus ist mein Freund. Und so ist das schon so eine erste Einladung, einmal zu überlegen, ja, wie sagst du dem Gott bei dir? Jesus sagt, ich gehe weg, aber der Heilige Geist wird kommen und er sagt sogar ziemlich prägnant, wenn wir lesen im Kapitel 16 vom Johannesevangelium, Vers 7, sagt er, es ist gut, dass ich von hier fortgehe, seine Jünger. Denn wenn ich nicht fortgehe, kommt der Unterstützer, Klammer Parakletos, nicht zu euch. Wenn ich aber fortgegangen bin, dann werde ich ihn zu euch senden. Also Jesus sagt sogar, es ist besser, ich gehe und er kommt. Da liegt das Potenzial zum Zugang vom Heiligen Geist. Vielleicht dir auch zu überlegen, hey, wo sagst du Jesus, mein Freund? Und du darfst weiterhin Jesus als deinen besten Freund in deinem Leben haben. Aber überleg dir einmal, wo ist genau der Heilige Geist? Wo du das auch verbalisieren, auch ausdrücken. Der Gott, der bei dir ist. Der Gott, den du jetzt in deinem Alltag erlebst.
Das könnte etwas aufmachen und dir auch einen Weg zu dieser Person von Gott zeigen. Jetzt können wir weitergehen in diesen Texten und uns fragen, ja, was macht denn der Heilige Geist, wenn er mit uns ist? Wenn er uns begleitet, wenn er der Gott ist, der näher an uns ist. Und da zeigt sich wieder etwas Wunderschönes, wo in dieser Dreieinigkeit verborgen liegt, in dem, dass das ein Gott ist, der sich auf verschiedene Arten zeigt. Weil er agiert nie unabhängig von den anderen. Und was Jesus ganz klar auszeichnet, ist, dass er immer wieder auf ihn hinweist. Johannes 14, Vers 26. Der Heilige Geist, Parakletos, lehrt und erinnert uns an Christus und was er gesagt hat. Auch im Vers 16, Vers 15 kommt das. Das ist im Fall nicht Bibelreferenz, tut mir leid, das ist einfach, was ich sagen wollte. Bibelreferenz ist anders. Er erinnert uns an Christus und an was er gesagt hat. Und genau das Gleiche kommt auch im 16, Vers 15 aus. Und es geht dann weiter. Was heisst das alles? Johannes 15, Vers 26 heisst es, wenn aber der Unterstützer, der Parakletos kommt, wo ich wird senden und er wird vom Vater herkommen, der Geist von der Wahrheit, dann wird er mich durch seine Aussagen bestätigen. Und es geht noch weiter, es heisst dann dort, sein Ziel, im Kapitel 16, Vers 14, sein Ziel ist es, mir Ehre zu bringen, sagt Jesus seinen Jüngern. So er verherrlicht Christus. Der Heilige Geist zeugt immer von Christus. Er weist auf ihn hin. Er macht ihn gross. Er lehrt, was Christus uns gelehrt hat. Er verherrlicht Christus. Er funktioniert im Miteinander mit der Dreieinigkeit. Es geht da nicht um eine Überbetonung. Es geht da nicht darum, dass er irgendwie unabhängig will agieren. Er führt immer zu dem. In die Nachfolge, hin zu Christus, hin zu Gott. Und ich denke, das ist eines der besten Prüfmerkmale, wenn du auch mal unsicher bist. Wenn im Namen vom Heiligen Geist etwas gemacht wird, dir zu überlegen, zeugt das Wirken von Christus. Verherrlicht es Jesus, bringt es mich oder andere Menschen näher zum Vater und zum Sohn. Und falls es dich eher Menschen näher bringt oder eher an einen Ort näher bringt oder eher in eine Abhängigkeit von irgendetwas mir führt, sogar von einer geistlichen Übung oder irgendwas, dann könnte es auch sein, dass das mal kritisch hinterfragen gilt. Der Geist Gottes, der führt hin zu Gott, der weist auf Christus hin. Ich habe da noch so ein Westchen mitgebracht, weil ich habe gefunden, das ist eigentlich ein super Bild, oder? An dem Ort, wo ich bin, wo ich nicht so ganz klar komme, so öffentliche Veranstaltungen ist immer gut, du haltest Ausschau nach den Leuten mit den Westen. Weil bei denen kannst du nachher nämlich fragen, um Begleitung, um Führung und Leitung. Ich sage, Entschuldigung, können Sie mir sagen, an unserem Next Step Desk stehen Sie einfach hinter dem Ding, Sie haben nicht so ein Westchen an. Aber dort kannst du das auch. Aber es hilft, es gibt halt, der Heilige Geist funktioniert genau so. Und gestern bin ich durch die Stadt Winterthur gefahren und gestern ist gefühlt alles los in der Stadt. Schon zu sehen, hast du einen Stau gehabt, weil irgendein Event war und dort sind Leute mit Westen gestanden und sie haben den Weg gewiesen für die parkieren wollten. Und wenn du in die Stadt gekommen bist, war so Tag der Sicherheit oder so, Polizei, Feuerwehr und alle auch mit den Westen dort. Also der Heilige Geist hat genau die Funktion. Da wirst du achtsam, er begleitet, er führt, du kannst dich an ihn wenden. Es ist Assistance, er ist mit dir da und er weist auf etwas hin. Er zeugt von Christus, er zeigt den richtigen Weg. Als eine kümmerliche Versinnbildlichung. Und gleich, es fällt auf, oder? Und es geht dann da eben auch noch weiter. Also wir haben das Prüfmerkmal gehabt vom Heiligen Geist. Das ist wichtig. Überleg dir das. Weist auf Christus hin. Gerade im Umgang mit dem Heiligen Geist hast du vielleicht das auch schon erlebt, dass dort auch irgendwie Ungutes getrieben werden kann. Weil es ist auch ein Machtmittel. Und dort drin sich das zu überlegen, weist das auf Christus hin, das gibt irgendwie einen guten Rahmen. Ich habe schon beides erlebt. Ich bin schon in Situationen gewesen, wo der Heilige Geist gewirkt hat. In einer Gruppe von Menschen, an Einzelpersonen. Und im Nachhinein hast du einfach sagen, wow, jetzt ist alles anders. Die Person ist verändert, die ist erneuert, die ist näher an Christus. Ich habe aber auch schon das andere erlebt, wo es ganz viel zu und her gegangen ist. Und nachher musst du sagen, eher komisches Zeug rausgekommen ist. Das ist manchmal auch schwer zu sagen. Aber es ist ein Merkmal, er weist hin auf Christus. Und dann geht es noch weiter. Was uns auffällt in diesen Texten von der Abschiedsrede ist, dass der Geist von Gott oft als der Geist von der Wahrheit dargestellt wird. Ich möchte euch auf eine Passage mitnehmen. Kapitel 16, Vers 13. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Also der Heilige Geist ist der Geist von der Wahrheit, so wird er oft genannt.
Und er führt uns ins volle Verständnis von der Wahrheit. Wenn man jetzt den Begriff Wahrheit auch wieder im gesamten Johannesevangelium anschaut, dann merkt man, dass der ganz eng verwoben ist. Und das passt wieder zum vorherigen Punkt mit Jesus Christus. Zum Beispiel sagt Johannes auch, dass Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Das heißt eben, der Geist von der Wahrheit zeigt wieder auf, dass da ganz viel von dieser Zeugenaufgabe drinsteht. Ich glaube aber, es geht weiter. Mir scheint es geht noch weiter. Er stellt Christus nicht nur vor, er weist nicht nur auf ihn hin, sondern er führt zum vollen Verständnis von der Wahrheit. Ich würde das umschreiben mit, er zeigt die Notwendigkeit von Christus über unserem Leben auf. Auch in der Abschiedsrede, im Vers 8 vom Kapitel 16, sagt Jesus, wenn er kommt, der Helfer, Fürsprecher, Paraklet, wird er den Menschen in der ganzen Welt vor Augen führen, was Sünde bedeutet und was die Gerechtigkeit bewirkt. Ja, er wird auch darüber sprechen, dass Gott Gericht halten wird. Der Heilige Geist öffnet die Augen für ein tiefes Verständnis von Christus und von der Notwendigkeit. Ich habe es versucht, in einfacher Sprache zu sagen. Ich würde es so ausdrücken, wir brauchen den Heiligen Geist, um zu erkennen, wo wir auf dem Holzweg sind. Überführung von Sünde. Wir brauchen den Heiligen Geist, um zu erkennen, wie der Goldweg würde aussehen. Wir brauchen den Heiligen Geist, um zu erkennen, dass wir Jesus nötig haben. Um Jesus zu erkennen und was er gemacht hat. Nämlich, dass er uns gezeigt hat, was wahres Menschsein in den Augen von Gott würde bedeuten. Und dass wir nur durch ihn und seine Erlösung Zugang zu Gott haben. Das ist so eine grossartige Aufgabe, die der Heilige Geist hat, oder? Da hat es noch so Reflektoren auf dieser Weste, wo wirklich auch, die stechen ins Auge, die leuchten auf, besonders in der Nacht, wenn es dunkel ist. Und die rufen einem, sagen, schau, da liegt mehr, da liegt etwas Tieferes, ein Verständnis. Und das passt auch zu dem, was ich zum Schluss uns möchte darauf einladen. Es ist ein Zuspruch und dann aber auch noch eine Einladung. Und wir fangen mit dem Zuspruch an, wir bleiben ein bisschen bei dem. Der heisst nämlich so, der Heilige Geist ist Gott mit dir. Und in erster Linie heisst das auch, der Heilige Geist zeigt dir immer wieder die Wahrheit über Gott und über dich. Und der Johannes sagt auch wieder, oder er hat über die Themen vertieft geschrieben, die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich möchte dir heute sagen, wenn du irgendwie Gottes Kompass über dein Leben nicht mehr so richtig wahrnimmst, vielleicht hast du das schon mehr gehabt, als jetzt gerade in deinem Leben. Es ist so ein bisschen abgestumpft, so ein bisschen flach, so ein bisschen nicht mehr so greifbar. Du spürst nicht mehr so, was ist denn richtig und was falsch. Dann könnte es sein, dass der Heilige Geist dir helfen könnte. Hey, wend dich an ihn. Er ist Gott mit dir. Er überführt. Und weißt du, er macht das sanft. So, dass du es kannst nehmen. Und er bringt dich zu Christus. Der Heilige Geist ist Gott mit dir, heisst auch, er wirkt schon jetzt in dir und an dir. Und wenn du dich für ein Leben mit ihm entschieden hast, dann hat er schon an dir gewirkt. Er hat die Erkenntnis über Christus in dir geweckt. Er bezeugt dir Jesus. Vielleicht hast du ihn bis jetzt anders gesagt. Vielleicht findest du da drin einen neuen Zugang. Und dann aber auch, der Heilige Geist ist Gott mit dir. Und das heisst, dort, wo du jetzt stehst in deinem Leben. Und wenn du Unterstützung brauchst, Begleitung brauchst, Trost brauchst, Führung brauchst in Form von Ermutigung und Ermahnung, Wegweisung, dann wende dich an den Heiligen Geist. Um Beistand. Mach dich auf für ihn und sein Wirken. Für mich persönlich ist der Heilige Geist schon besonders kraftvoll wirkbar geworden in dem Moment, wo es in meinem Leben am schwierigsten ist. Dort, wo ich an der Wand stehe. Dort, wo ich Trost brauche oder nicht mehr weiter sehe. Und manchmal kommt er anders, als man denkt. Und löst nicht alle Probleme. Aber es ist die spürbare Gegenwart Gottes, die einem in dem begleitet. Wo einem etwas, was man nicht mit Worten erklären kann, in seinem Herz bewegt. Und Trost schenkt für ein Herz, das gebrochen ist. Ermutigung schenkt, um durchsehen, um weitergehen. Und das ist eine Einladung, die ich heute möchte ausrufen möchte. Wir möchten eine Gemeinschaft sein, die sich nach Gott ausstreckt in diesen Situationen. Konkret auch nach dem Heiligen Geist. Das ist der Zuspruch, der Heilige Geist ist Gott mit dir. Und dann eine Einladung, und das ist auch ganz einfach. Möchtest du dich öffnen
Und der Heilige Geist, Klammer auf, neu, Klammer geschlossen, entdecken. Und ganz egal, zu welcher Gruppe von Menschen das du gehörst, von dieser Einleitung der Predigt, vielleicht heisst es für dich, den Mut zu fassen und Skepsis bewusst ein bisschen auf die Seite zu stellen. Sag, ich möchte dich kennenlernen, Gott. Heiliger Geist, wie du willst mich begleiten, an mir wirken. Vielleicht heisst es auch, das Klare, was du schon erlebt hast vom Heiligen Geist, auch ein bisschen auf die Seite zu stellen. Sag, ich mache mich auf für die Fülle von deinem Wirken. Und ich versuche nicht, mich an dem festzuhalten, was ich schon erfahren habe, sondern auch nochmal für mehr und anders parat zu sein. Und um das auch irgendwie festzumachen, möchte ich beten. Und ich möchte dich einladen, wenn du das auch möchtest, dann darfst du das innerlich mitbeten. Und darfst ja gerne aufstehen dazu, wenn du möchtest. Aber auch da wieder, es muss einfach frei sein, oder? Wir dürfen das nicht. Wir dürfen das sehr gerne, aber man muss auch nicht. Bei uns muss man es nicht. Ist das gut? Heiliger Geist, wecke in uns ein tiefes Vertrauen, dass du uns liebst und dass du bei uns bist. Du stellst dich vor als der Helfer und du stellst dich vor als der Begleiter. Wir wollen das Versprechen heute von dir empfangen. Kommt mir noch in den Sinn, vielleicht kannst du auch deine Hand aufs Herz legen, wenn du das möchtest. Also ein äußerer Ausdruck von etwas, was du sagen willst, musst aber auch nicht. Aber manchmal hilft es auch, um so eine Bewegung auch zu machen. Heiliger Geist, wir empfangen deinen Frieden. Wir öffnen uns für deine Gegenwart. Bei dir sind wir sicher. Komm, Heiliger Geist, Tröster und Ratgeber, Helfer und Fürsprecher, Unterstützer und Ermahner, Offenbarer und Überführer. Wir heißen dich willkommen. Hilf uns, deine Stimme zu hören. Hilf uns, deine Nähe zu spüren. Hilf uns, deiner Führung zu folgen. Red zu uns, Herr, Gott, wir möchten hören.